Ich muss Report. Wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Es geschieht etwas. Es geschieht etwas. Was kann ich machen? Kann ich? Interessant. Also Geburtshaus, Cannabischer, das muss Massage aus der Kante sein. Also, es geht doch nicht immer nur Symbole. Guck, ein Buch muss am Rahmen keine Message enthalten. Viel mehr wichtig als es wird Personen damit assoziiert, wenn die Gefühle dabei sind. Also, für mich sind die Gefühle irrational und unklar. Ich brauche Bilder und Symbole für drin zu entschlüsseln. Ja, nicht gerade. Also guck, Gefühle und Emotionen sind der Spieler und nicht umgedreht. Die Bücher sind am Rahmen nicht dafür gelesen zu gehen, aber sie drücken wahrscheinlich eine Sehnsucht aus. Noch früher, nur der Kantheit. Es waren vielleicht Bücher, die der Person besonders wichtig waren oder die irgendwann verloren gegangen sind. Ohne die Gefühle von der Rahmensequenz zu berücksichtigen, können wir nicht wissen, was man den Büchern aufzuschreiben. Also, für mich sind Gefühle nicht wichtig. Es geht ja darüber, wird man dann einfach freuen, was sie mit den Büchern assoziieren. Dann haben wir ja schon eine Spur. Ja, aber die Assoziationen sind nicht fix, sie sind nicht universell, sie sind rein subjektiv. Ein Buch für dich, ein Buch für mich, wo es am Rahmen nicht der Zeit steht. Ja, das habe ich ja auch noch nicht gesagt. Ich fand schon, dass individuelle Assoziationen eine Rolle spielen, aber nicht so, wie du das beschrieben hast. Ja, aber auch weil die Person damit emotional assoziiert ist, wichtig. Guck, zum Beispiel, ein Banan muss am Rahmen nicht unbedingt für einen Fall stehen. Also, bon, ich fand die Chancen sind aber relativ groß. Vielleicht hat die Person besonders viel Hunger und isst ganz gerne Bananen. Ich war an meinem Geburtshaus. Am Wohnzimmer am Boden lagen große Cannabischer. So groß wie ich selber. Ich habe mich immens gefreut. Das waren Bücher, die ich als Kind hatte und die ich immens gern hatte. Ich habe sie direkt abgemacht und dran geguckt. Ich war so froh. Da kamen meine Eltern ran und haben mit mir zusammen an diese Bücher gelesen. Sie waren voller Liebe für mich und mit ganzer Aufmerksamkeit bei mir. Ich habe mich so geborgen gefühlt. Dann kommen von irgendwo wild Schweine rangelaufen, so große Biester mit allen Schnüssen. Meine Eltern waren auf einmal fort. Ich wurde noch hingerufen, sie haben mich nicht hören. Die wild Schweine sind auf mich zugekommen und haben angefangen, mich zu fressen. Es war furchtbar, ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Und du sie nicht erwascht.
Wie müsst du denn für den Dreh immer so zu verhandeln? Streben, oder nicht? Allen strebt. Ich nicht. Keine Ahnung, wie weit ich mich besser um den Drehen erinnere. Ich will nicht lässt sich trainieren. Wenn den Alltag just ein bisschen abschreibt, dann irgendwann... Dann irgendwann verhält ihn immer mehr und kann ihn immer mehr erzählen. Das hast du schon 100.000 Mal erzählt. Bei mir funktioniert das einfach nicht, oder? Ich habe noch keine Lust an. Auch mir ist sowieso nicht die Energie für dann einfach wegen Lust nachzudenken. Ja, es ist dir ja auch vielleicht nicht so wichtig, das ist ja okay. Ja, was tust du dann davon? Keine Ahnung, es fasziniert mich eben. Du verlierst doch süß Zeit und Energie mit dem Dran gedessen. Da komme ich dir auch, aber schon keine Lust zu spät zu kommen. Vielleicht mir den Rahmen ja etwas Wichtiges suchen. Es war so realistisch, es ist alles so klar, gesehen und gespürt. Kannst du mich nicht einfach an den Arm holen, anstatt nur direkt zu gehen? Tränen Sinn machen oder nicht? Gib mir nur einfach Scheiß mit der Lust. Das kriegst du doch sowieso nicht mehr. Lass mich mal trauen. Salut. Mai, wie säst du da? Bist du schlecht geschluckt? Was geht's? Ich hatte Römer drin. Seit der Klänge geboren, drin nicht Wahlalltag, es geht ihm etwas geschehen. Und ich werde durch ihm zu helfen. Was dann? Das drehst du all da. Praktisch. Ich bin da wenigstens dick auf, dann nur schwachrig. So gut, wenn die Klänge nicht gerade so kreischen lässt. Es geht ihm noch gut, was soll er mal so steuern? Keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, wie was ich mir Gefühle alle nur tun. Also wenn du mich sprichst, ist der Toten Chloroform. Ah ja? Sicher. Ja, guck mal, also die Baby, die Schuldgefühle, dann die Angst, dass die etwas gespielt. Und dann die ganzen Druck auf der Arbeit, ich habe gesehen, wie nervös er ist. Also, wenn ich da will, wie weit gehen, also wenn ich das Baby tief analysieren, kennt ihn von einer Überforderung, dann machen sie im Schwätzchen, denke ich. Also, weißt du, schlechte Erfahrungen, der schwierige Kontakt mit der eigenen Mom, ja, dadurch also so die Ängste zu versohlen an die Schuldgefühle. Aber wir werden nicht einfach anschauen, dass ich ihn kannt. Ah nee, das wäre jetzt einfach. Gehst du den manifesten Drachen, geht dich von dem latente verschleiert, das Kind mir überhaupt nicht schnuppern. Also guck mal da, wie guckst du mir die Geschlecht verstärkt. Nee. Meinst du doch, es ging vielleicht einfach drehen gehen, worum es geht, den Alltag dran zu verschaffen. Und vielleicht muss nicht überall eine derige Geschichte an einen tiefen Traumatismus sich gehen.
Oh, weißt du, bei dem Dare rasch du stehen zu bleiben, das fand ich aber auch ein bisschen langweilig. Weißt du, ist Innerbewusstsein ist doch viel mehr kreativ. Mir vielleicht auch ein bisschen Mann Chance gecke schon psychisch labil, wie du gerne. Das wird man auch gesehen. Ja. Ich habe doch mal diesen Antrag. Ich gucke, ob ein Schwein ist. Hoffentlich ist das kein Prophezeiung, dass ich schaffe ihn als Was für Schlichterin, du hast 4 Stunden aber in der Schlucht, wo man nach ganz Arschluss geklungen, ne? Ja. Auf ihren Anfall, sie sich lo wie ihren typischen auf dem Mäuer. Sie gehen halt noch das an, was ihr Arbeitskollegin hier erzählt. Oh, weißt du, sie ist nicht so streng, weißt du, sie ist immens von sich selber abgeschafft. Also, ich freue mich auf die ganze Zeit, was dann den Ausleser was für Das ist ein gut froh. Bist du denn lustig, was wie gerne schon fertig steht? So, just. Ich bin gar nicht zufrieden. Ich hoffe, sie guckt nicht so viel streng drauf. Sei wie klein wie du hast, dann nehme ich noch kaum noch Zeit für zu schaffen. Aber da sind ich nicht wirklich konzentriert. Ich wusste aber nicht, du immer beschwart. Sie wird einfach bestimmt verstohlen. Nee, meine ich nicht. Ich sollte mich gegen die Congé parental holen, aber mich weiter ganz auf der Arbeit konzentrieren. Wenn ich schon bei sie gehen, das ist Deck 0. Nein, davon ist zwar nicht, dann gibt es bestimmt einen Klarstellen. Nee, das gehört sich bestimmt an die Zeit. Was wir denn Dossier Hunisch nach Hengstand über 10 fertig zu machen. Aha, du kannst ihrer Freundin und noch Rothschild, die für bei sich selber passen. Eine andere Person schwarze für sich zum Klarstellen. Bon, also ich nicht nach Woche war der Tag, das ging wirklich viel weiterbringen. Auf der Drehleitung. Oh, dann gehen wir weiter. Ja, top. Man die Kammerbücher an der Wohnzimmer schießen, was soll das da bedeuten? Ja, ich mache mir schon den ganzen Tag Gedanken. Also, weißt du, das Gefühl von Geborgenheit, wie ich das am Rahmen gespürt das hatte ich schon seit Ewigkeiten drin. Und seit der Zeit, wo meine Eltern sich also nie gelebt haben, habe ich mich immer irgendwie allein gefühlt. Tut mir das doch gleich den männlichen Ausleser für den Rahmen. Das ist, du meinst, sie hat kein Licht mehr gekriegt, wie ihre Eltern sich getrennt tun. Oh. Nee, die wohnt ja aber zusammen, also ich will sagen, du bist ja aber nicht allein. Kann ich dich doch nicht ein bisschen unterstützen? So da Joda sind. Am Moment nicht so gut zwischen uns lebt und ja, mir hat wieder die paar Probleme und sind da hier, wenn ich mich bei ihm einfach nicht mehr so abgehoben bin, weil er sich mir auch total verschlägt. Boah, an den zweiten Teil vom Drama, oder was du willst schweigen, was ist das für dich? Also, ich bin nicht so. Weißt du, ich komme so komplett überrannt von etwas, ob das ich keinen Abschluss hat, aber ich nicht gesehen, wo kommen. Und ich war ganz allein und es hat keiner geholfen und meine Eltern haben mich am Stach gelassen. Ich konnte nicht dafür. Oh, das ist immer den Armen jetzt. Ja. Wie würdest du da nicht einfach fortgelaufen? Aber wieso hast du nicht einfach fortgeladen, während du willst schweinen an den Drama? Ja, ich konnte nicht. Keine Ahnung, ich habe gemeint, weißt du, gib mir immer Hilfe und wo hätte ich da so nie laufen? Bah, aus dem Busch raus, aus dem Wohnzimmer raus und die anderen sich zu. Du weißt, was ich meine, vielleicht wird noch ein anderer Weg gehen. Ja, vielleicht wäre doch mal so los in der Zeit für selber hinzugehen, ne? Oder vielleicht ist das auch ein bisschen wie ein Wurst gehen. Du siehst ja auch mal mehr, mal Männer schöne Momente, wo ich ihnen helfen kann und nicht lang durch muss. Ja,
Es war ja auch nur ein Drama, das kann ich ja nicht steuern. Du geschieht eben, was geschieht an der Wahrheit. Ja, das stimmt doch. Wie wäre es, wenn wir mal gegen abhalten, mengen, dass die Schwein etwas mit der Vergangenheit zu tun haben? Vielleicht stehen sie ja auch für einen Teil von der eigenen Persönlichkeit. Interessant, du meinst vielleicht für so etwas wie ein Drang für auszubringen. Oh ja, das ist gut. Ich will mehr drüber nachdenken. Vielleicht geht es ja gar nicht so um die Vergangenheit, aber vielleicht geht es da dem Drama um die Zukunft oder die Situation los. Du hast den Gefühl, vielleicht so an der direkt an der Last, dass sie nur am Drama rumkommen, und dass das will der, das steht da nicht dafür, dass du musst etwas verändern an dem Leben, das muss von etwas trennen oder für deinen Traum für auszubrechen. Traum hier auszubrechen. Ja. Nicht, also. Ja, das kennt ihr so gesehen, wie. Das tut ja dann um Winnerspiel mit dem echten Deal zu dienen, das überhaupt keinen Sinn. Doch, du gehen schon Menschlichkeiten. Die übergroßen Cannabischer stehen für eine Idealisation von der Krankheit. Sozusagen für Erwartungen von den Anderen, die zu heiß sind. Idealisation von der Krankheit. Vielleicht idealisierst du nur aber den Kampf. Du überdimensional großen Bücher, das kann ja irgendwie etwas Erdreckendes tun an die Ideen, die den Eltern die wollten vermitteln, das war einfach zu viel für dich. So, ich hab so gut gedacht, dass du dich so viel meinen Kampf interessieren. Und dann noch alte Ideen und Interpretationen. Ja, das fühlt mich inspiriert, irgendwie. Ja, ich merke.
Ich hatte gerade einen mega krassen Albtraum. Was siehst du? Ich hatte einen mega krassen Traum. Ich war in einem großen Raum, in einem Tempel. Vorhin wie Schauer zijn in befehle Stimmung. Du hast durchgekommen. Und du hast wunderschön ausgesehen. Mir ist an den Arm geholt. Voor zo schön. So manche sind nicht so. So manche so rosig. Das ist einfach so komisch. Es kommt gut nicht mehr. Einfach. Mir das gelesen. Und du musst zu einer bösen Hex gehen. Und ich hatte so Angst vor mir. Ich wollte mich wehren, aber ich konnte nicht. Das ist nicht geil. Ich konnte gut nicht, Mann. Und du hast angefangen, einen Hexentanz zu machen. Du hast dich bewegt. Dann. Ich hatte so Angst darunter. Irgendwann konnte ich einfach damit. Das war einfach alles zu viel. Und ich sind zusammengebracht. Und tut mir wirklich einfach so liegen. Ich schlug am Boden, man, ich wollte es nach kreischen, dann auf von der Getränk gehen. Aber du hast mir nicht geholfen, du warst einfach zu stehen gehen. Und ich war allein. Ich hatte Angst. Ich spiele die Angst nach immer für so real. Ich probiere noch von Ecke auszuschöpfen. So kann ich doch nur den gehen. Ignorieren geht bang immer. Nee, dann könnte ein Rahmen irgendwann spätestens von den aller krank ist und nicht über ich keine Kraft mehr für sich zu geben. Jeder. Nicht so, das könnte ihr nicht verlassen, für sich zu holen.
Ja. Natürlich, wir helfen uns hier besser. Gut. Was? Hunger. Fred als zur Angst gehen. Und das Einzige, was geschieht war, dass die zwei sich an den Arm holen. Die Armung als Auslöser von der Angst. Ha, du gefällt dir gut, hast du viel Gefehler. Nee, das ist schon sowieso ein Symbole mit vergessen. Gut. Was für Symbole haben wir dann? Also, wir Hunden wohl ein Kampel. Wir Hunden, ein Schäfer natürlich. Voilà. Wir haben ein Heimsform, aber dann und ein Embryo. Ja. Gut, dann tun wir aber nicht wieder. Also, wir holen Fred, die zur Angst gibt. Dann entsteht daraus eine Roserei, Ja. Trauer. Dann her spielt Ja, sich okay, los. So. Okay, gut. Also, ich fange mal mit Tampel. Tampel, das ist etwas Hallisches, etwas Sakrales. Musik hat schon mal etwas Wichtiges. Das Wichtiges. Die Atmosphäre ist düster, gruschelig. Also, das ist ihm nicht geheuer. Etwas, was ihm wichtig ist, ist ihm nicht geheuer. Ja, und dann haben wir noch die Schäfer. Die Schäfer lebt, Glück, Geborgenheit und Gemeinsamkeit. Das ist schön, aber das ist nicht geheuer. Das stimmt nicht. Ja, weil die Schäfer, die geht zur Hex. Zur Hex, Aufwehr, Roserei, Angst. Hier hat nicht aus, hier wird ein Auf. Die muss fort. Text geht zur Repräsentation von den negativen, unbewussten Umdeler für seine Mama. Also, weißt du, die Umdeler, die alle kommen hier zu spielen. Ja. Und die Schäfer, die steht dann für die Seite von der Mama. Das heißt, wo wieder da so schön zusammenpassen. Wunderbar. Also, als Resümee. Frau. Ja. Also hier gesagt, an der Frau, sag mal, Tax an seiner Mama. Das möchte ihm Angst, den hat nicht aus, hier muss fort, hier wird es auf. Ja, also hier fühlt sich bedroht. Hier fühlt sich bedroht. Von der schönen Frau, weil die schöne Frau, die repräsentiert ja eben, wie ich schon gesagt habe, die anderen mussten umgehen von der Mama. Und dann haben wir noch, ganz wichtig, den Embryo. Der Embryo. Ja, hier geht es schwach, schwach. Hier krümmt sich zusammen, fährt und ja, Schulter vielleicht. Ich will vielleicht zurück an den Mama-Life, da wo die Geborgenheit, weißt du, wo die Geborgenheit nach innen ist. Ja, aber in hast kein Embryo mehr. In hast noch einen Mann. Also eine Frau kann ihm die Geburtstag von 400 Geburt nicht zurückgeben. Voilà! Ja. So, ich war bei mir auch so Reitungsschluss gekriegt, ne? Ja, aber das war die Frau Erfahrungsgesetz. Nee, wo nicht darüber falsch? Wenn könnte bestimmt lang sind da Und kannst du dann aufschlafen mit dem Albtraum? Was? Mein Albtraum? Die lasst nicht. Das ist ein Albtraum. Du hast mich gesehen, es sind seine Hacks gehen, du hast Angst vor mir. Also hast du nicht gedreht tun. Aber was ist das? Magst du nicht entweder wert drüber zu schwatzen, gerade weil du meist zwei gegangen ist. Was willst du da nur drüber schwatzen? Oh, keine Ahnung, du sagst mir schon, ich gehe zu einer Haxe, das ist ja wohl nicht normal.
Das ist doch just ein Dram. Ja, aber es will aber nicht etwas heischen. Es an es bleibt trotzdem just ein Dram. Aber auch drehen kann ich ja. Ah, hallo, geh du nervst. Immer das stundenlang Geschwätz und immer alles muss platt reden. Sie wollen gehen, ob es die besser oder rückgängig machen. Ich kann einfach nicht mehr. Es sind Eide. Ich weiß nicht, wohin was machen. Und da soll ich mal hingucken, was für ein Scheiß das ich sitze. So, wenn ich das nicht weiß. Aber ihr schon in den debilen Dramen könnt weiterhelfen. Guck mal du hin. Wohin? Dein Dram. Verdammt! Guck mal einfach. Was soll ich denn noch gucken? Du weißt es doch. Dass du ein Embryo an ein Hex vor ja an. Nee, wir müssen schon von 4 anfangen. Also, du hast einen Tempel, du gehst Rosen, den Frau verwandelt sich in ein Hex. Du gehst zum Embryo. Ja, meine Frau verwandelt sich in ein Hex an. Was ist das dann? Der Tisch denkt, Frau verwandt schon ein Hex und du denkst, sonst nicht. Normal eben. Ja, genau, ich denke einfach so nicht. Nee, meine Frau verwandelt sich in ein Hex. Ja, nicht gerade cool, nee. Was soll ich da machen? Ja, du musst mal nur fahren. Gerade cool. Was doch noch? Du liest dich auf den Boden, du krempst dich zusammen. Ihr Vater wohl. Es sind hilflos, weil du viel sich auf den Boden merkt. Also hilflos. Für mich hält das sich ein bisschen nur in der Dreck tun. Wie nicht in der Dreck. Es sind aufhängig irgendwie. Ich kann nicht fort. Was hast du da vielleicht noch machen können, am Platz einfach durch auf die Boden zu lehnen? Fortlaufen. Oder sonst irgendetwas. Konfrontieren vielleicht, ja. Mir auf jeden Fall nicht durchleben wie ein Embryo.
Ja. Das ist, ihr schenkt wirklich nicht offen für so Gespräche zu sehen. Nee. Und dabei war es ja so leicht verpackt. Und es war ja auch sein Rahmen. Ich weiß doch, wie ihn an der nur Straße geguckt wird. Hüter, wir wollen nicht hingucken. Und du siehst am Drama, dass du zu einer Hex gehst. Ja, stell dir wohl vor. Am Anfang waren wir anscheinend ganz eng auf Frau und da ging ich zur Hex und die mit Angst vor mir. Das ist nicht gerade ganz beruhigend. Nee, nicht gerade. Nee. Was soll das denn nur alles sein? Weißt du, Heinz, du war wie ganz etwas zusammen in der Wohnung und es super schön war, dann ist hier nur so komisch drauf und ich komme da gar nicht in hier runter und ich habe das Gefühl, hier wäre lieber so sonst was. Und ich hatte sogar schon Heinz so den Eindruck, wenn wir dann noch bis Schlafen gegangen sind, dass dann himmlisch gekrascht wird. Ach so. Okay, und dann hast du dir gefragt, was das für oder nicht? Das ist ja nur hören, wie ihn auf so Sachen reagiert. Ich habe mich natürlich nicht getraut. Und plus, wenn ich so drüber nachdenke, dann meine ich, dann hast du wirklich Angst vor mir. Ja, genau, für eine Hexe an dir. Wirklich stark mit der Rotscheinst du, wie was ziehst du mir denn überhaupt um? Nee, guck, also ich nicht, aber das geht trotzdem sein ganzen Drama erzählt. Das ist ja nur nicht, wie wenn da komplett Verschluss wird, wie es das letzte gemeint hat. Ja, nee, der Moin hat ihn einfach immer so gemacht, wie wenn überhaupt nichts gewirrscht wäre. Krasse Psychoscheiß. Wir sind aber hier, stehen die auch so komische Sachen und wissen nicht, was das soll. Also, was sie abgesagt hat, ganz. Die Frau, die dreht Sachen und die Sachen gehen dann mit der Realität reliert. So einfach kann das nicht sein. Und da haben sie da so zwei, möchte gern Dramleiter, die können dann aber irgendwie alles erklären und die wissen dann auch irgendwie, was das soll. Ne? Was? Chaos. Was hältst du da mal von? Also drehen sie just Wunscherfüllung. Natürlich für eine sexuelle Natur. Was wir es am Tag nicht erlauben oder nicht erlauben können, das holen wir am Drama noch. An alles Bedrohliches, als Sinnbild für die bedrohliche Triebe an uns, die wir nicht kontrollieren können, an die am Schlaf verschleiert abtauchen, weil wir sonst überhaupt nicht schlafen könnten. Also den Drama als Hüter des Schlafes sozusagen, also der Freude. Ja, aber merci, lass mich ausschwätzen. Baste. Ja. Am Ende genannt sind Drehmio rein biologisch. Ein Relikt aus der Stehzeit. War mir also an der Nurstadt von Drehmen, dass wir für einen Säbelzahntiger fortlaufen oder Mammut müssen erlehen, dann hilft uns das Gefühl am Alltag noch besser zu mischen. Boah, du hattest auch eine dritte Möglichkeit. Aha. Also, Drehen erlauben uns einen Abblick an das Innerbewusstsein. Es ermöglicht uns dadurch einen Zugang zu verdrängten Erinnerungen. Aha. Durch Drehen lernen wir uns selber besser kennen. Oh, nicht schlecht. Dir vielleicht noch eine bessere Idee? Ehrlich. Ja, Marlene. Gut. Was bringt dir dann am besten? Bei mir kannst du vielleicht schon denken. Ja. Also die mit der sexuellen Fantasie, die fand ich aber spannend. Und du? Ich fand die evolutionär nicht schlecht. Weißt du, mich erinnert das an Katzen an den Puppen, die waren zu schlafen mit der Platte wackeln, die waren so gegen die Jungen. Okay, gut. Nee, du mal ja, aber wir haben nicht über Zibola gestartet. Ja, also die Emotionen nicht zu vergessen. Ja, aber okay. Gut, dann ähnlich mal eben auf visuell an emotionale Assoziation. Gut. Ja, wie wäre das, wenn wir von den Wildschwein haben, so, ne, von dem wir schon viel geredet haben? Na, dann? Ja, von unserer Protagonistin. Ja. Wenn wir die geben, mal Telefon, das sind 3 Theorien, die wir gerade geschwart haben, du mal da geben analysieren. Das ist eine gute Idee, so. Ja, okay. Okay, was war's? Ja. Okay, Madame, Biff!
Meine Damen und die Herren, wenn wir oben dann zu machen, was wir nie bei uns erwarten. Wir tragen Welt, wir werden betreten, wem wir werden begegnen, was wir werden gesehen, spüren, riechen, erfinden. Ob Tränen Zufälle sind oder nicht, etwas steht fest. Planen losen sie sich mit Sicherheit nicht. Werde mir eine Blick Hammerkulisse von diesem Drahtzirkus werfen. Wieso drehen wir mir auf ihren Augen, was so ein Eis drehen über das aus? So du mir, was du drehst, an ich so dir, wirst du was. Ja. Oder so ähnlich. Bühnenfrei für das Engsttheorie. Ja. Ich verstehe. Sexuell Wortschaften. Das ist dein Thema. Also schon hier eine kleine Geschichte für den. Baste? Ja. Also, es wurde Ja, für lange Baste ja. lange Zeit, also du wo eine Frau an ihrer Wohnzimmer, am Gang sich zu waschen, ganz gemütlich, friedlich. Und sie hat an einem, sie war Multitasking, hat an einem Kollerbücher gelesen. Also, nee, du hast sich aber zugedroht, dass ein Hort, wo Wildschwein auf Wohnzimmer abgedrungen ist. Die Herren, sieht der Fall eine klare Demonstration von sexueller Erregte. Ah ja, Chlor. Glasklar, eindeutig. Ja. Du weißt, was ich dich wert froh. Was das bloß soll? Richtig. Am Anfang ist das ganz einfach. Also, die Damen und die Herren, direkt verstanden ist das nicht neidisch, weil das ist eine Regulation von der Psyche. Also, die sexuelle Fantasie, die sie auch verdrängt geht. Verdrängt geht. Das ist, du willst so, dass an ihrem Unterbewusstsein als Madame davon drehen, Sex zu holen mit Wildschwein. Also, ihn zu und ich habe nicht gesagt, dass sie das muss holen. Also, du kannst das muss ihn auch mehr Ja, weiter. komm, schnell Arm gesehen blinken. Ja, das ist schon interessant. Ja, also, Schon gesagt. Ich falle los an ein Banan, als nicht das zerwischt. das ist immer dasselbe Schmuck hier. Nächste Theorie. Ja. Yes! Grausame Umwelt zu verlieren, mache mir nur ein Res bei als Urahnen. Gut! Urahnen! Gut, ich brauche aber den Hölle. Okay, was muss ich denn machen? Den Hölle am Telefon der Protagonistin. La Madame, herzlich willkommen zurück. Ja, was muss ich denn machen? Wunderbar, deine Mama. Wir sind an der Stehzeit. Also, die Aufgabe ist, Madame an der Stehzeit, und du warst Mammut oder Säbelzahntiger oder Schwein, das wisst ihr nicht, das ekliges, dickes, stinkisches Hals, man nennt das Flay, Leis, weil er sagt, das war's. Also die Aufgabe ist, Madame, unzugreifen. Das war schon ganz gut, ha? Nee, vielleicht auch ein bisschen mehr aggressiv und passe mich nur. Ja! Tipptopp! Voilà, c'est un
evolutionär bestand nur nicht zu viel. Die Damen und die Herren, lasst mich nicht nur. Also, das ist ganz evident. Schon rein aus dem Chlor. Also, nämlich, Madame hat sollte bei ihrer Siebschaft bleiben. Sie ist bei ihren Eltern. Die sie überleben. Okay, Ja, was sie da nicht super, draus, ja. Gut, merci, Madame. Bleibt immer schnell bei der Sitzschaft, weil irgendwie sind da anscheinend abgeschmissen. Gut, Madame, die nächste. Gleich gut. Ja. Nummer 3, geht auf die Ehre, Nummer 3. Nummer 3, dritte Theorie. Guck, was hältst du davon, wenn wir gehen dann für die dritte Theorie einen Schritt mehr weit gehen? Wir gehen probieren, den Drama mit einer großen Komplexität zu verstehen. Die Symbole an diesem Drama sind so präsent, wir können sie nicht ignorieren. Ah, du kannst doch nicht widersprechen. Ja. Also, was tun wir alles? Ja. Sie ist an einem Wohnzimmer! Was möchte ich noch Wohnzimmer? Ich probiere zu überlegen. Reinigen. Seelisch. Was noch? Das ist etwas Gutes tun. Ja, genau. Und dann? Und dann müsstest du sie liest Cannabis. Cannabis. Erinnerungen, Geschichten, Erfahrungen. Okay. Wie ist Cannabis? Ja, aber gut, alles aus der Kante eben, ne? Also Erinnerungen aus der Kante, Geschichten aus der Kante und so weiter. Okay. Wie sie sieht, besonders groß, überdimensioniert Cannabis. Wäre vielleicht wichtig, nur auf diesen Moment als auch für die Emotionen zu interessieren. Zu gucken, was die emotionale Assoziationen sind, wie weit die Cannabis überdimensioniert. Du komm ich noch nicht als Symbol. Okay. Zum Beispiel Wildschwein, das ist wichtig. Wildschwein, das steht für Rücksichtslosigkeit. Für Animalstrieb. Ja. Was schießt du da hin? Ist das zu dem Wildschwein oder was fertig? Nee. Okay. Ja, gut. Und wie bringen wir das alles zusammen? Ich gebe es nur nicht, das ist schon immer klar Fall. Also Madame, die muss sich reinigen von überdimensionierten Kindheitserinnerungen auf eine brutale Manier. Ja, sehr gut. Ja. Aber was wäre das da konkret? Wie konkret? Was ist auch konkret, ne? Nee, konkret. Was für eine Erinnerung gibt es da Sinn? Oh, du kannst vieles auch froh. Ich meine, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht so Schädung, Trennung, so Geschichten. Lass das mal los. Ja, nee. Da müssen wir auch okay. Das ist alles allein, sozusagen. Ja. Also, so nicht loben eigentlich für das allerletzte. Es wäre vielleicht wichtig, als auch dafür zu interessieren, wer als Madame emotional mit der ganzen Situation assoziiert wird. Das können wir nicht mehr weit gehen, wie nicht mehr bei dem, was du gerade gesagt hast, das wird relativ weg ist. Ja, aber was muss denn? Ja, da weiß was du kannst. Gut. Also, dann brauche ich heute ein großes Kusswandschliff. Wie muss ich das noch machen? Naja, du warst ja meine Assistentin. Ja, schade. Ja. Und dann, wenn wir eine Kusswand draufsetzen, rede ich mal probiert, dass den Highlight vom Kern steckt. Ja, wo kommt man das an? Mino, du wirst noch staunen. Ja. Das scheint doch schon geschafft. Muss ich schon nach. Ich muss mich meinen Teil aber ein bisschen auf hier drehen. Noch schon mal kein Platz, ich kann drauf setzen. Moin, Madame. Sucht nach irgendetwas. Halt, schnell, du hin. Da guckst du nur an der Layer.
Also, Madame. Ich ging nicht nur gerne nach Italien, muss mal ein bisschen gegen bei deren dran. Ja, ich habe extra mein Büchelchen mitgebracht, wo ich bin drehen, wenn wir dran aufschreiben. Super. Gut. Neben dem Rahmen kommen ja Kannerbücher dafür. Ja. Was verband dir die emotional bewusst mit ihrer Kante? Wie ging das im Schreiben der Kante? Ich gebe so normal. Ah, normal. Ganz normal. Ja. Ganz normal. Ja. Am Beziehung zu ihren Eltern. Wie ging das beschreiben? Gut. Ganz Normal. normal. Ja, ganz normal. Gut, was könnt ihr nach 4 Jahren mit haben? Also Tippelschwein, komm hier nach Tippelschwein. Ja. Was assoziiert die lo ganz persönlich? Also du fällt mir direkt eine Geschichte an. Also wir waren hier im Auto NRW und du kommst Wen hast du hier? Schwein. Also mein Papa ist gefurcht, zu Pfanne, du kommst mit Schwein. Die an ihrer Pappe lang. Wie kommt das auch nicht nur? Ja, und du kommst mit Schwein geladen und wir sehen, dass er seit dem Auto. Am Bösch also. Weil am Bösch war der Papp ganz lang, das war Kind dabei. Ja. Sie das wohl eins, das will Schwein, hei, für etwas in der Dritten stehen. Und zwar für etwas ganz Brutales. Bei dem Moment, wo die lang war, am Bösch war der Papp, wo ein ganz normaler Beziehung hier gefahren hat. Ja, das sagt mir nur. Also schlage mir auf der Lohai und Ja. besser, hier schon vor Schock. Ja, dann kommen. Super, oder? Was denn? Hey, los! Ich muss gerade mit Schwöre vom Ich fand das schon eine therapeutische Quantensprung, wenn man fertig springen, dass in erdrückten Geschichten, in erdrückten Traumata durch Dramdeutung dem Bewusstsein ist zugänglich gehen an das persönlich, da kann man das sagen. Ja, ich fand das schon eng. Ich muss schon so gehen, wenn ich schmeide, wenn ich auseinandersetze, was auch nicht mir einfach geht. Wie tut das immer die Luft? Trotzdem hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet. Wisst ihr, sind wir wissenschaftlich schon ausprobiert, sogar die hier streng schon gemoost bei Leuten geschlafen. Und trotzdem als Wissenschaft kein Furz mir wert. Über 3 Werbungen nicht. Du hast mir dann auch gleich gesagt, boah, vielleicht ist alles für mich einfach, aber das so, wie ich an dem Artikel gelesen habe, drehen sie just Gereiche, die hier möchte. Das ist mal nicht. Also, leicht hallo no. Ja. Drehen sie just Gereiche, die Gehirn möchte, wenn es schafft. Das heißt, dass wenn wir schlafen, dass dann die Gehirn zwischen Funktionen überprüft gehen und dass dann die Areale, wo das geschieht, die schaffen dann dort an die anderen, die rasten und schicken werden die Nervenimpulse raus. Und dann entstehen die Bilder, Gefühle an, zack, das sich drehen. Das ist nicht mehr, nicht Männer, also nicht, was wir halt die ganze Zeit im Zirkus getrieben haben. Kein tiefer Sinn, kein Innerbewusstsein, nicht. Ja. Das finde ich einfach, ne? Aber wenn wir ganz ehrlich mal das selber sehen, keiner weiß genau, was Drehen eigentlich sollen. Aber wenn sie nicht gerade spannend sind, künstlerisch inspirierend oder intellektuell interessant, am besten vergessen wir es direkt. Das ist aber komisch, dass man probiert, wirklich allem so einen Sinn zu entwickeln. Dass man forciert, sogar den Drehen irgendwie einen Sinn muss finden. Aber vielleicht hast du sogar so gemeint, dass wir das nicht begreifen können. Vielleicht sollen wir Drehen nicht begreifen, weil nicht mehr, wenn wir Drehen nicht begreifen, funktioniert das ganz. Weißt du was? Ach, boah. Geh durch für Haut. Ah. So. Du kannst rauchen, ja? Ja.
vielleicht etwas Schlechtes nach. Also, verschiedene Indianer stammen sind davon ausgegangen, dass Dream der Erinnerung sind von einer Seele, die sich während der Nacht oft Dres gemacht hat. Aber wenn eine Person am Schlaf erwäscht wird, und Seele nicht sehr genug zurückkommen, dann als Person gestorben. Komm los! Ja! Tja, du bist schon heim. Das ist nur 10. Ja, die letzte Zeit warst du nie so frei hier. Da sind viele auf der Arbeit momentan. Es ist immer irgendetwas. Wenn du mir geklatscht hast, bist du so eine Nachholen. Was gibst du da gerne machen? Ich weiß nicht, warum man nicht schwarze Fleisch als austauschen, so mit ihr zu gehen, zu Skifahren, so etwas eben. Wo gehst du da gerne hinfahren? Hast du da keine Idee? Das du wohl nur Dinge propos. Oder warum man nicht schlafen? Das ist auch schon lange hier. Ah, du weißt ganz genau, dass ich keine Lust habe, viel auf der Arbeit stehe. Nee, du wieso nicht? Was heißt, warum man so Skifahren? Das war doch am Anfang alles gut, kein Problem. Hi. Komm, ich war zum Uhr, ich sehe mit. Ich will das so nicht mehr. Was ist da los, Schochen? Ich will nicht, dass wir so an den umgehen. Das mag wohl nicht wie von den Hunden. Ich will keine Zweitbeziehung. Hey, komm, du hast gedrungen. Ich bin gedrungen. Und du kriegst gleich ein anderes Stück Courage für die dazu so. Es ist schon dick, flamm. So hatte ich mir das nicht viel gestaltet. Hey, der Teil bringt doch nein. Ich komme schon zum Uhr, wenn es im Nicht da war. Und der Raum war schön mit T-Shirt verkleidet. Du kommst du ran. Du warst schön ungeduldig, du hast ganz elegant und reich ausgesehen. Mit anmutigem Schritt, was du auf den Stuhl kommst. Ich bin bestrahlt vor Fried. Du hast gestrahlt vor Fried. Bist du ganz nah bei mir stehst. Kann ich dein Parfum nicht schön. Ich war verzaubert. Ich bin so in den Arm geholt. Ganz lang. Ganz tätlich. In einer Ewigkeit
Hummer ist geleist. Du hast mich zärtlich bei der Hand geholt und mich an den Raum gefordert, wo ihr großes Bett war mit tausenden Decken und Küssen. Und er ist 4 auf Kant gesagt und er ist Dave und Dan geguckt. Es sind nur wenige furchtbar Rose gehen. Wir sind also nie gegangen. Du warst zu einer bösen Hex mutiert. Ich hatte furchtbar Angst hier unter. Aber auch furchtbar Rosen. Ich habe mich belehrt. Du sollst verschwinden, aber du bist nicht verschwunden. Du hast mein Haar gehimmelt. Amina ist geküsst. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Und es sind auf den Boden gefallen. Kraftlos. Amina ist auf Bett gelöscht und ist am Arm gehalten. Ich war überglücklich. Auf ein Kehr warst du fort. Ich war allein. Der Raum war auf einmal fort und als Bettstürm in einem schönen Garten. Einer Oase mit Palmen, Villager und 1000 Farben. Der Himmel war strahlend blau. Es gab keine Zeit mehr. Ich bin los abgestanden und habe drum geguckt. Mehr außer mir war nicht im Raum. Ich habe mich eitel gespürt. Allein. Du hast auf einmal abgestanden. Du sollst, du musst etwas sicher gehen. Du wirst geschwind zurück. Ich habe dich gesehen fortgehen und ich habe Angst gekriegt. Dunkel, Wolken sind im Himmel entstanden. Die Villager waren fort. Ich habe dich um ein Kehr vermisst. Ich habe angefangen, nur dazu rufen. Aber ich konnte keine Antwort. Ich habe angefangen, nur dazu rufen, aber ich konnte keine Antwort. Immer mir hart habe ich gerufen. Mit der Dienst war ich hören von der Nachschub von meiner eigenen Stimme. Immer mir hart habe ich gerufen. Bis ich das Gefühl hatte, ich den Verstand verlieren. Immer mir hart und ich gerufen, meine Stimme von der Unendlichkeit verschwunden. Der Himmel ist immer mehr zugegangen. Ich habe weiter gerufen und am Horizont war auf einmal eine Gestalt zu erkennen. Sie kam los, mir nur, ich konnte da keine Wehen, wie ob du es wirst. Ich habe deinen Namen gerufen. Immer mir hart, wie sie nicht mehr hart rufen konnte. Du sie nicht erwischt. Du sie nicht erwischt. Stück wird euch gefallen. Ein großes Merci an den Franz, den uns das schöne Stück geschrieben hat. Bravo! Bravo! Merci an Marie für die Technik.
leider nicht Konto sind, dann ist das schön Bühnenbild gemacht. Käsemöcher und der Santor, den heißt Peter so live zur Verfügung stellt. Zu suchen den Bar op der Tisch für die erfüllen und da ist wie eine Schwanzel, kleines Trinken, sie da willkommen. Und sowieso muss dann noch go, weil Sorti als nur do kann ich nämlich noch an die Richtung rausgehen. Dann muss er sowieso nicht dabei. Voilà, so mehr Job.